Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Gehst du? Ja, Schmeckst du gut? danke. Was ist das? Mein teures Parfüm, Ui. mein überteuertes Parfüm. Schreibst du mir, gell, wenn du heimkommst mit Emily? Ja. Also wenn du du auf den bist ja Weg dann machst. da, gell? Ich sollte da sein. Also, ich bin dann mal gegangen. Ich melde mich. Eine Zuhälterjacke. Tschüss. Sieht gut aus. Danke. So. Bis später. Bis später. Wenn Stefanie arbeiten geht, hat der Tobias ganz viel Zeit für sich. Er hat noch keinen Job gefunden, seit er zurück ist aus dem Kosovo. Die Anerkennung. Ich meine, jeder Mensch strebt, glaube ich, auch nach Wertschätzung oder Anerkennung. Die bekomme ich auch von der Familie, von der Partnerin und so weiter. Ich meine, mehr auf der beruflichen Schiene. Dann denkt man sich, okay, ich bewirbe mich doch jetzt einfach mal als Gabelstapler, weil ich im Militär eine Gabelstaplerprüfung machen und dann bekommst du sogar als Gabelstaplerfahrer die Absage, obwohl du dort Qualifikationen mitbringst. Und denkst dir halt wirklich in gewissen Momenten, Gott verdammt, bin ich nur noch geeignet, im Militär zu arbeiten und zu leben? Kann ich gar nicht mehr in der Privatwirtschaft? Bin ich dort ausgebrannt? Ja, es ist ein Scheißgefühl. Ich bin da nichts wert. Und im Einsatz bin ich etwas wert. Und dann spielt man natürlich mit den Gedanken, ich gehe wieder. Oder ich probiere wieder dort reinzukommen. Ich will aber gleichzeitig wie nicht, weil ich habe meine Partnerin da, ich habe doch auch ein Leben da und so tue ich Probleme eigentlich nur aufschieben. Beim riesigen Feldsturz zu Platten haben die Bellwalds alles verloren. Der Richard will aber unbedingt hierhin zurück. Ihr habt es gesehen. Alles kaputt. Die ganzen Erinnerungen an 51 Jahre ist alles flott. Der Hasig will von Malaysia zurück in die Schweiz. Jetzt kommt er für 2 Wochen, um einen Job zu suchen. Ich habe eigentlich Hoffnungen und Angst gleichzeitig. Aber ich wollte einfach nicht aufgeben. Ich wollte einfach weiter probieren. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Die Strecke nach Zermatt kennt der Hasig gut. Er ist hier aufgewachsen. Wegen seinen Eltern hat er hier weg müssen. Einerseits schon, bin aufgeregt, freue mich drauf. Aber die andere Zeit, ja, habe ich halt ein kompliziertes Gefühl. Weil es mir immer so viel Druck gibt. Aber trotzdem lebe ich sie. Und freue mich drauf. Ja. Wo der Hasig 18 war, ist die Großmutter in Malaysia krank geworden. Die Eltern haben sich entschieden, zurück auf Malaysia zu gehen. Und wegen dem hat er seine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz und die Chance auf ein Leben hier verloren. Hallo. Finally, ja. Meine Eltern machen mir Druck, vor allem in den religiösen Aspekt. Erwarten zu viel von mir, weil ich der älteste Sohn bin. Und in Kultur, also in asiatischer oder sonst malaysischer Kultur, wird viel von der ersten Sohn verlangt. Aber ich glaube, was ich bis jetzt angebracht habe im Leben, bin ich für mich selber zufrieden. Vor 3 Jahren sind die Eltern wieder zurück in die Schweiz gezögert. Der Vater Salim ist ein Sushi-Meisterkoch und hat darum als Spezialist in der Schweiz einen Job bekommen. Der Hasig und seine 2 Schwestern mussten in Malaysia bleiben. Jetzt will der Hasig genau so ein guter Sushi-Koch werden wie sein Vater und so ein Ticket zurück in die Schweiz bekommen. Beim Thema frischen Lachs aus Schottland können die 2 so richtig anfangen fachsimpeln. Very nice luck from Scotland. Schau, ich habe 2 wunderschöne Lachse gekauft aus Schottland. From Scotland. Wow. Ni apa sok ai ke apa? Ah, so I. Sok ai So I. salmon. Okay. Very nice. Oh, fresh. Oh, okay. Ich habe ihn das letzte Mal
seit vor 4 Monaten gesehen. Und dann ist er zuschauen, wie ich da gearbeitet habe in Kuala Lumpur. Big expectation. Ich habe sehr grosse Erwartungen an ihn. Ich will, dass er erfolgreich ist im Job, dass er ein guter Vater ist und der König der Familie. Ich bete immer für meine Kinder, dass sie erfolgreich sind. Und plötzlich schaltet sich auch seine Schwester Zaida aus Malaysia dazu. Bei ihr hat sich vieles angestaut. Ja, du bist jetzt gerade dort, wo ich so gerne gehen. Also was mich jetzt richtig ärgert, ist einfach, dass sie so eine Entscheidung gemacht haben, wo ich klein war. Und ich konnte nicht etwas dazu sagen und ich habe es auch nicht richtig verstanden. Wo unsere Eltern gesagt haben, okay, wir zügeln jetzt nach Malaysia, habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht nur für ein paar Jahre und dann kommen wir wieder zurück. Es ist vielleicht so, weißt, ein Adventure für mich, etwas Neues. Weißt, das ist einfach so unfair, weil ich es nicht richtig verstanden habe und ich habe keine Stimme gehabt, weißt, unsere Eltern zu sagen, hey, nein, das ist nicht richtig eine gute Entscheidung oder das ist falsch, das, weißt, wir haben auch unsere eigene Wahl, das haben wir eben nicht gehabt. Das ist das, was mich so ein bisschen, ja, das ist auch der main reason, was mich ja so richtig hässlich gemacht hat. Ja. I don't know how much I could. Ich weiss nicht, was ich noch sagen soll. Es tut mir leid. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich anders entscheiden. Es tut mir leid für all meine Kinder. I feel so sorry. Ich probiere dir und der Saida zu helfen, dass ihr in die Schweiz zurückkommen könnt. It's okay. It's okay, Mom. Ja. I know. Ich weiss, dass es euch leid tut. I know you guys feel sorry. Ich verstehe es. Kann ich bitte etwas sagen? Wir haben einfach nie die Chance gehabt, das alles als Familie zu besprechen. Über unsere Gefühle zu reden in dieser Situation. Wir haben es einfach immer abgeschluckt und es ist immer tiefer abgerutscht. Wir haben einfach nie die Chance gehabt, unsere Meinung zu sagen. Ja. Und ich sehe ja, wie fest euch das beiden wehtut. Ihr wisst, dass es ein Fehler war. Aber auch eine Entscheidung, die ihr getroffen habt. Wir haben einfach nie darüber reden. Und das ist es, was mich traurig macht. Dass sie sich entschuldigt haben. Richtig entschuldigt haben nach so vielen Jahren. Das haben wir müssen hören, weißt du? Das haben wir gefällt. Ja. Wir haben das gebraucht. Wir haben das wirklich gebraucht. Wir schaffen das. Ist gut. Tun Mami und Papi kurz umarmen für mich auch. Sicher mache ich. Okay, bye. Bye. Bye, Saida. Komm. Ja? Wir haben Jacket und jedes Dorf hat ihre Schnetzer gehabt, jedes Dorf hat ihre Geschichte mit dem Jacket und mit dem Moskau, der dran ist. Es ist halt jetzt für mich eine persönliche Sache. Mir fehlt halt jetzt das Platten und mir fehlt halt jetzt das Standort um die Kirche herum, um die Gasse herum. Jacketen sind die traditionellen Fasnachtsgestalten im Lötschental. Der Richard ist seit seiner Jugend jedes Jahr in der Fasnachtszeit unterwegs, verkleidet als Jackete. Der Richard ist am Maskenkeller Rieder angeschlossen. Vom Andreas Rieder bekommt er seine Verkleidung. Also was speziell ist halt
Jedes Jahr ein anderes Tönni, jedes Jahr eine andere Dress, jedes Jahr eine andere Maske. Wie es in der Fashion Week Model gibt, bin ich als Jacketto-Model in dem Sinn und probiere eigentlich den ihren Materialien, die ich mir zur Verfügung stelle, ins recht Licht zu bringen. Also als Jacketto, da hochwürdige Jacketto zu sein. Im Lötschental gibt es verschiedene Maskenkeller. Unter einem Jahr schnitzt die Familie Rieder Holzmasken und macht Verkleidungen für die Fasnachtszeit parat. Mit dem Buckel auf den Schultern wird die Jackettenfigur erst richtig imposant. Das ganze Kostüm mit allem Drum und Dran ist etwa 40 Kilogramm schwer. Und dann hat er rechts. Nein, rechts. Hier, rechts. Hier. Das muss ab auf den Boden. Du, gute Frau. Kannst du hier gerade auf die Stühle stehen? Und immer dicker, gell? Kriegst relativ. Darum alle probiert die Triechel so eng wie möglich. Und wir, die drunter sind, am liebsten will ich Wohlweh. Aber wenn es Lucki ist, dann ist sowieso einfach nichts mehr. Dann kannst du dir recht checken. Schön? Ja. Ein bisschen lieb muss er. Ui, die sind aber nicht mehr. Komm. Yes. Das ist gut. So. Wir sagen ja, statt Maske sagen wir Larven. Und das ist ganz interessant. Eine Larve ist immer eine Transformationsphase von einem beim Schmetterling zum Beispiel von der Raupe, ein hübscher Schmetterling. Und wenn man sich dort anlegen als Jacket, dann findet eine Metamorphose, eine Transformation statt. Und das, was dann mit dem passiert, das ist sehr individuell. Und jeder tut sich noch anders verhalten, wenn er in der Jacket ist. Hier, sind wir nicht hier hinten. Das Prunkstück der Verkleidung ist eine gefürchtige Holzmaske. Wer unter welcher Maske versteckt ist, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis im Lötschental. Wenn du das Jacketto gehst, du hast eigentlich Maske an im Keller, du hast das Tier auf gehst und dann nachher, wenn es zurückkommst, tust du die Maske wieder auf, dass du eigentlich die Zeit, die du Jackett tust, keiner ins Gesicht sieht. Im Kanton Zug gibt es heute Familienzuwachs für das junge Paar. Seit 3 Monaten ist der Tobias jetzt zurück in der Schweiz. Was meinst du? Herzig. Ich freue mich drauf. Also ich habe gerne Katzen. Ich bin absolut ein Tierfreund. Wir haben auch viele streunende Katzen im Kosovo gehabt, streunende Hunde. Mit denen haben wir sich auch angefreundet. Aber die treibende Kraft war definitiv Steffi. Aber ich unterstütze das voll und ich werde sie genauso gerne haben. Ich bin mega aufgeregt, ich bin sehr nervös, ich freue mich extrem. Dankeschön. Gut, machen wir uns auf. It's only fair, 'cause you have mine. Jetzt heute mit dem Zuwachs zu unserer Familie, würde ich jetzt mal so sagen, ja, ist das für mich so ein Zeichen, oder für uns, je nachdem, dass wir so angekommen sind, dass wir jetzt wie Platz haben für noch 2 Katzen bei uns daheim. Jetzt, wo wir quasi davor stehen, vor dem Haus, bin ich schon, ich glaube, so nervös bin ich selten gewesen. Würde ich sagen, holen wir es. Bobby und Missy heissen die beiden jungen Büsi. Hockst du hinterher? Ja. Du kannst auch Goodies geben und sich ein bisschen beruhigen. Ja. Deine Jacke, Schatz. Oh, die Jacke muss leiden. Also, ich spüre, glaube ich, auch,
miauen und brüllen, wenn mich jemand mit einer Kiste mitnimmt. Und die gar nicht kennst. Willkommen zu Hause. Merci, du kommst jetzt mal raus. Also, ich mache dir einfach auf. Und schon kommt. Dein Viertel ist ein bisschen im Weg, Schatz. Oh, Entschuldigung. Jetzt lassen wir sie einfach mal. So unterschiedlich können sie sein. Bis jetzt hat der Tobias noch keinen Job gefunden in der Schweiz. Die beiden Büsi sollen ein bisschen Abwechslung bringen im eher tristen Alltag. Ich bin noch daheim, ich arbeite noch nicht, vor allem wenn sie jetzt so klein sind. Das heisst, jemand ist immer daheim, was sicher gut ist für den Anfang. Andererseits habe ich eben auch noch ein Bewerbungsverfahren offen bei Swissint nochmal, wo eine Stelle ist, wo ich dann auch mehrere Monate im Jahr wieder im Ausland arbeite und einfach auch ein bisschen der Steffi zu lieb, dass sie dann nicht ganz alleine ist, wenn ich den Job machen oder wenn sie mich überhaupt wollen. Das kommt ja immer noch darauf an. Das mit wieder zurück in den Einsatz wird immer konkreter. Der Hasik will in diesen 2 Wochen in der Schweiz unbedingt einen Job finden und schaut, wo er sich als Sushi-Koch vorstellen könnte. Also mir spielt es eigentlich keine Rolle, wo die offene Stelle wäre, aber Winterthur wäre schon mega cool, weil ich viele Kollegen da habe. Aber ich nehme jetzt einfach alles an, was ich jetzt, wenn ich wirklich die Chance hätte, überall ist mir gleich wie in der Schweiz. Vor 3 Monaten ist der Hasik Vater geworden. Sein Sohn soll in der Schweiz aufwachsen. You guys are outside. Oh, sind wir unterwegs? Hi! Hoi, Tia. Jenny, Ja, Papi ist da, hoi. Oh, he's been sleeping. Okay. Hat er noch geschlafen vorher? Ja, er ist gerade verwacht. Jenny. Hoi, Tia. Oh, ja, nein, nicht weinen. Schon gut. Er war bis jetzt immer mega brav. Oh, das freut mich zu hören. Und wie geht's dir? Gut. Hey, gut, alles okay. Heute probiere ich wirklich einen Job überzukommen. Today I really need to go and find some job around me. So, yeah. I just wanted to see. Ich wollte euch einfach schnell sehen. You know, and Gian, because yeah, it's been. Ich weiss, es sind erst ein paar Tage. Wir vermissen dich so fest. I miss you guys. Ja, ich vermisse euch auch. Ich will einfach, dass du dein Bestes gibst in der Schweiz. Okay. Thank you. Ich weiß, dass von mir viel erwartet wird von ihr. Und ich bin bereit. Und bereit muss der Hasik heute sein. Er kann sich tatsächlich vorstellen in einem Sushi-Restaurant. Das letzte Mal, als ich in der gleichen Situation war, war das eben letztes Jahr in Malaysia. Aber das ist halt, weil ich Malaysia schon gut kenne und das einfacher ist für mich. Aber in der Schweiz, vor 16 Jahren, das macht mich noch schon richtig nervös. Aber ja, ich bin aufgeregt gleichzeitig. Im Wallis ist alles parat und es kann endlich losgehen mit dem Jackettenumzug. Du bist ja ein Jacketta und du willst ja nicht erkennen kommen. Das ist eigentlich auch lustig, wenn du wirklich nicht sagen kannst, wer du bist. Wegen dem Bergsturz gibt es dieses Jahr das erste Mal seit Urzeiten keinen Jackettenumzug durch Platten. Der Richie Bellwald ist darum irgendwo unter einer dieser Masken Zweiler dabei. 2,5 Wochen lang ist die Fasnacht im Lütschental und zieht viele Touristen an. Die Jacketen gehen nicht zimperlich mit denen um. Jacket ist der raue Brauch, wie es in anderen katholischen Orten euch gibt. Und wenn man schon halt provoziert oder so, ist natürlich klar, du siehst da nichts und die Bewegungen können halt gerne mal falsch interpretiert werden. Und wenn man sie halt schnell umkehrt.
Die Tradition hat Richard auch an seinen Sohn Aaron weitergegeben. Wenn man selber als Jacketta ist, kann man halt viel mehr Spass machen, was man als andere Menschen nicht kann. Als normaler Mensch. Ja, es ist schön, wenn du zusammen etwas erleben kannst. Und jetzt tut einem mal etwas gehört. Bringt ein bisschen auf andere Gedanken. Ja. Fein. Ja, fein. Der wird schon ein bisschen genießen. Die Hoffnung ist schon, dass das nächste Jahr das wieder von Blattturnieren es wirklich starten kann. Ein Teil rein, einfach, dass man wieder einen grossen Teil von da in euch mit einbeziehen kann. Wenn das allerdings sein wird, steht noch in den Sternen. Zumindest ein kleines Geheimnis wird aber schon jetzt gelüftet. Ich habe das wirklich nicht gewusst, weil es der Rich ist. Weil wir vor ein Haufen Jahren mal so zusammen ein Ding hatten. Hat er mir gesagt, das darf man nie sagen, wer drunter ist. Und ich habe das nicht so genau genommen. Und habe ihm mal nachgehört. Schade. Das hat er nicht so cool gefunden. Und von da weg habe ich gesagt, ich will es nicht mehr wissen. Ich halte mich ein bisschen immer hinten noch drin und gut ist. Der andere geht einfach ins Wellness, in die Sauna. Ich kann es hier. Für mich ist halt jetzt, merke ich, das älter. Ich mag nicht mehr gecheckt, wenn mit 20, 30. Wenn ich da andere Spins gerissen, jetzt musst du schauen, wo die Luft ist, musst du schauen, dass du einteilen kannst. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich natürlich heute zufrieden. Der Umzug und alles, wie sonst, wie normal. Die Leute sind gleich aufgestellt wie normal. Und sowieso habe ich das Gefühl, fehlt mir etwas. Es fehlt einfach etwas. Ich habe mich eigentlich am Umzug nicht auf die Platte konzentriert, sondern auf die Schöne, was alles gibt im Fasnachtsumzug. In Zürich geht es heute für den Hasik um die Wurst oder eher um die Sushi-Rolle. Er kann sich in einem Restaurant vorstellen. Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie geht's? Gut. Sehr schön. Super. Wollen wir sitzen? Ja, gerne. Ja. Der ist Ami. Hey, ciao. Freut mich sehr. Ja. Hasik. Ja. Freut mich auch. Weißt, ich will einfach von Anfang an sagen, bei uns gibt es kein so klassisches Vorstellungsgespräch. Okay. Ich habe auch keine fiese Fragen vorbereitet. Okay. Für dich ist mehr so ein Kennenlerngespräch, oder das machen wir in der Regel. Ja. So in Kai Sushi sehr wichtig ist, wir produzieren von Hand. Ja. Wir sind wirklich noch das klassische Sushi. Es wird Reis gekocht, dann wird es in eine Handai, ein Hangiri vermischt, genau. Und dann wird vom Hand geräumt. Okay? Aber jetzt sag mal, Hasik, was hast du denn jetzt? Du bist jetzt ein gelernter Sushi-Master. Und was hast du alles in Malaysia gemacht? Ja. Also für mich, ich will nicht sagen, ich bin gerade Sushi-Master, weil für mich im Prinzip, ich muss sagen, ich lerne immer etwas Neues jeden Tag. Mhm. Und ich sehe mich nicht als Master, weil man lernt ja von den anderen Mitarbeitern, von den Teammembers und so, lernt man ja auch viel. Also nicht nur das Kochen, auch alles andere, oder? Und jetzt momentan mache ich das fast knapp 8 Jahre. Mhm. Also japanische Küche, also nicht nur Sushi, auch japanische Warmküche. Also, okay, was zum Beispiel? Auch zum Beispiel Udon-Suppe und Tempura und Donburis zum Beispiel. Cool. Tobi, hast du vielleicht eine Frage? Ja, natürlich. Die stelle ich allen Köchen die Frage, weil das finde ich auch noch relativ wichtig. Ist es Sushi? Sicher, ich liebe Sushi. Das ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Nein, es hat viele Sushi-Köche, die aus religiösen Gründen oder etwas kein Sushi mehr essen. Ja, hast du einen Liebling? Lieblingssushi? Ja, einfach Sashimi eigentlich. Ich liebe Sashimi. Also einfach die Platte von Sashimi, so Moriasi, oder? Mit verschiedenen Fischen und Jakobsmuscheln. Okay. Ja, danke dir. Für die Zeit. Danke dir auch für die Zeit. Und Tobi. Danke vielmals, hat mich gefreut. Wenn wir das gut argumentieren können, dann glaube ich, dass er eine sehr gute Chance hat. Vor allem, er kann Deutsch.
Die Integration für ihn ist weniger schwierig, als wir sonst einen Koch, das wir in die Schweiz bringen. In der Regel nach 2 Jahren ist das immer die Herausforderung, eine Deutschprüfung, oder, dass der Koch bestehen muss. Und das hat er alles schon bei sich. Es ist wirklich positiv gekommen und ich habe ein ganz gutes Gefühl. Und ich freue mich schon. Ich freue mich mega, wenn ich wirklich die Chance da habe, hier zu arbeiten. Weil es ist ein ganz cooles Team und die Chefs sind auch sehr sympathisch. Jetzt muss der Hasik Geduld haben. In den nächsten Tagen sollte er hören, ob er für den Job in Frage kommt. Auch der Tobias ist auf Jobsuche. Er kann sich vorstellen als Assistent in einer Anwaltskanzlei. Ich habe schon mit dem Herrn telefoniert und einen sehr sympathischen Eindruck. Und, ich freue mich jetzt eigentlich einfach mal auf das Kennenlernen und auch, was seine Vorstellungen sind. Und wäre natürlich cool, wenn ich mit einem Job rauslaufe heute. Mal schauen, was kommt. Ja. Tschüss. Bis später. Bis später. Viel Glück. Danke. Ich habe einfach eine Grundausbildung im Detailhandel gemacht. Dann bin ich sehr schnell ins Militär gekommen und bin dort auch jetzt lang geblieben. Wegen dem fehlt mir einfach auch ein bisschen Privatwirtschaftserfahrung, muss ich ehrlich sagen, und auch einfach Ausbildungen, wo ich jetzt dran bin und die Lücken probiere zu füllen. Aber dort scheitert es halt dann schon oft, dass man überhaupt an Vorstellungsgespräche eingeladen wird. Ich würde lügen, wenn ich würde sagen, dass ich nicht nervös bin. Also, ich glaube aber, das gehört dazu, eine kleine Nervosität. Kein Wunder, bei den letzten beiden Versuchen hat es nicht geklappt. Marianne Thaler, grüß dich, Herr Reiser. Dankeschön. Danke vielmals. Dankeschön. Wie war denn das in dem Kosovo? Sehr intensiv, 3 Jahre lang, ja. Es war eine lange Zeit. Ich durfte in sehr viele Bereiche hineinschauen. Angefangen habe ich in der Logistik dort und bin dann schnell zum Führungsskills geworden, was sozusagen eine Assistentenstelle ist. Das war intensiv, aber es hat mir sehr gefallen. Und das hat mir auch ein bisschen die Leidenschaft geweckt, eine Assistentenstelle zu haben, vor allem von Führungspersonen. Nach dieser sprudelnden Erfahrung, wenn Sie in ein kleines Büro arbeiten als Assistent, also es sind 2 Welten, wirklich. Es sind, glaube ich, 2 Welten, die Privatwirtschaft und das Militärische. Ich durfte die Erfahrung jetzt machen. Ich habe sie gemacht Anfangs 20 und will mich eigentlich jetzt festigen. Und ich weiss, das ist nicht etwas Langzeits. Und mit Festigen meine ich einfach, ich will einen sicheren Job haben, wo ich mich drin sehe, auch für mehrere Jahre. Und wenn ich schaue, das Privatleben, es bleibt halt völlig stehen. Ich meine, ich habe eine Partnerin hier in der Schweiz, ich habe meine Familie. Das ist mir momentan gerade mehr wert und wegen dem auch einen Job hier in der Schweiz, wo ich mich wieder festigen kann und auch eine Zukunft ansehen. Alles klar. Wirklich sehr ein sympathischer Mann. Wir haben ein gutes Gespräch geführt. Ich kenne halt meine Konkurrenz nicht, oder? Ob sie mich jetzt übertreffen oder nicht. Bin gespannt, was kommt. Für sein Selbstwertgefühl wäre ein positives Signal ziemlich wichtig. Früher, wenn wir sind, auf der Plateau gewohnt oder so, bist du am Abend mit Ski ins Dorf gefahren. Das heisst, wenn das Verhältnis erlaubt und die Bergführer haben es okay gegeben, bis zu alleroberst gestartet an Gandeck. Und dann haben die Plattner endlich ihre Spur gehabt, vom Ab ins Dorf. Und dann musst du endlich um 4 Uhr mit dem Lift getroffen und ist trotzdem dann bis auf die Platte gefahren. Und jetzt sieht man diesen Hubel da, das Tal da und die Sperrung, die Sperrzone, die da drin ist. Und jetzt ist einfach das weg und nicht mehr erreichbar in dem Sinn. Also da fehlt schon ein grosser Teil euch. Ein Tag auf der Ski gehört bei Bellwalds auch nach dem Bergsturz von Platten noch dazu und bringt ein Stück Normalität in den Alltag. Nina ist schon in der Skischule. Ich bin lieber mit Papa und mit der Mama am Ski. Du hast ja so Freiski. Auf der Seite der Skilehrer, was wir machen. So. Ich finde es wichtig, dass man noch die Zeit scheicht und dass man zusammen etwas lernen und etwas zusammen machen kann.
kann egal wo Ski fahren. Also, ich sage den Kindern immer, wenn sie in die Schule müssen, ist Mama sie so stichfrech und geht dann dass ich mal mit der Freundin Ski fahren. Ich bin gerne in den Bergen und sehr gerne kann ich gerne wintern. Wir sind halt in Bergen aufgewachsen. Wir wissen, worauf achten und wir können es aber auch schätzen, da gehen wir hin, wie schön das ist. Also, das gibt schon ein Gefühl, das auf andere Gedanken kommst. Wo dann mal etwas, ja, wie Freiheit haben wieder und den Wind genießen. Das tut gut, ja. Bei diesen Verhältnissen sind die Gedanken am Bergsturz schnell verflogen. Auch, dass sie alles verloren haben, das ist da wie Schnee von gestern. Und schon holen sie Tanina von der Skischule ab. Bist du auf dem Post? Morgen, was hat er heute gemacht? Hallo. Was hat er heute gemacht? Das kann man zum Mittagessen. Richard bedeutet die Platte alles. Von Anfang an hat er gesagt, er will wieder dort zurück. Am Anfang hatte ich schon Angst, weil meine Frau fast wegkommt. Das war meine grosse Sorge. Wir haben gesagt, wow, das Plateau kommt wieder, dass sie sagt, ich komme nicht mehr auf Plateau, mir ist das gefährlich, ich habe davon Angst, ich will nicht mehr in die Berge. Und Gott sei Dank hat mich die Kinder unterstützt, weil ich gesagt habe, wir gehen auf die Plateau, wir bauen das Haus wieder. Und der hat man eigentlich hier anfangs skeptisch, danach eigentlich auch schnell. Also man hat eigentlich nie nichts mehr sagen. Wir waren eigentlich 3:1. Es war immer so, Plot war immer 1-0. Und ich glaube, das wird für immer und ewig bleiben. Ich hoffe mit mir. Ja. Nein, das ist ja nicht das Thema eigentlich von der Beziehung her. Ich glaube, die Beziehung, die du vorher gehabt hast, kommt ja nur stärker jetzt durch so ein Ereignis. Genau. Wir nachher. Auf der letzten Abfahrt wird ein Schuttkegel von Platten sichtbar, verdeckt vom Schnee. Die Wunde, die die Naturkatastrophe hinterlassen hat, ist tief. Hier, wo du jetzt den Kran siehst, ist hinten noch drauf ins Häuschen. Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist der Bergsturz schon lange vorbei und gleich vergessen. Für Bellwalds aber noch lange nicht. Dass mein Heim weggeht, braucht es eine Aufhebung von der Sperrzone, dass ich eigentlich ungehindert in den hinteren Teil von diesem Tal gehen kann. Auch wenn ich da noch nicht wohnen kann, aber dass man da spazieren kann, ungehindert, ohne Sperrzone, ohne Kontrolle, wieder auf die Plateau kann, mobil und Mäuse. Das wird sicher auch ein Schritt sein, der gut tut. Und ich wollte in der Nähe von meinen Kollegen wohnen, dass wir mehr machen können. Ganz vergessen, das haben wir, glaube ich, wirklich nie. Oder ich will einfach, wenn wir ein neues Haus haben. Und alle können doch leben. Wenn ich die Kinder sehe, hier in der Schweiz, kommt mir gerade im Kopf, hey, es wäre doch schön, könnte ich auch mit meiner Frau und Kind so aussen Zeit verbringen und spazieren. Dass wir die Freiheit haben, rumzulaufen. So. Und uns auch sicher fühlen. Der grosse Traum vom Hasig könnte wahr werden. Das Sushi-Restaurant in Zürich möchte ihn gerne anstellen. Hast du alles? Ja, ich kann alles.
Das Hirn hast du dabei? Das Hirn habe ich immer dabei, aber mein Herz lasse ich leider da. Das Herz lässt da. Also. 2 Wochen hat er bei seinem Freund Simpson wohnen und sich um seine Zukunft kümmern. Ganz am Ziel ist er aber noch nicht. Das Sushi-Restaurant muss jetzt alle nötigen Papiere und Bewilligungen organisieren. Der Simpson hat in dieser Zeit am Hasig ein paar Mal einen Gink geben, dass er dranbleibt und nicht aufgibt. Es steht so viel auf dem Spiel. Und ich verstehe es nicht, wieso, wieso man ihn so pushen muss. Es ist ja wie klar, er hat seinen Weg vor sich. Es ist klar, was er machen muss. Und doch irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich ihn teilweise ein bisschen ziehen, ein bisschen pushen, ein bisschen sagen, mach, schau, mach Führerschein. Ich weiss nicht, an was es liegt. Es ist ja auch sein grosser Wunsch, dass er wieder kommen kann. Es ist auch mein grosser Wunsch. Ob das allerdings klappt, ist jetzt in den Händen der Schweizer Behörden. Die entscheiden im nächsten halben Jahr darüber, ob der Hasig besser ist als alle Mitbewerber aus der Schweiz und der EU. Das Teil. Das geht. Bro, danke dir für alles. Ja, danke. Wirklich. Von ganzem Herzen. Ich liebe dich. Meine Brüder. Ja. Ja. Kommst du nachher, wenn ich besuchen? Wenn alles klappt, gell? Wie ich das gesagt habe, kommst du mich besuchen und dann fliegen wir zusammen wieder zurück. Ja, machen wir. Abmachen, das ist gut. Also. Tschüss. Nicht gut. Ich bin ganz wenig verwurzelt. Das ist Fakt, also, dass ich ein Kind jetzt gerade noch habe und eine Frau und eine Wohnung gekauft habe. Aber im Kopf weiss ich ganz genau, dass ich bereit bin, von Malaysia wegzugehen, vor allem in die Schweiz, wenn die Zeit da ist. Ich weiss einfach, er gehört hierhin. Er ist nicht glücklich in Malaysia. Das ist nicht sein Ort. Wo der Moment kam, wo man dann einfach mal nichts mehr losgehabt hat und sich wirklich selber mit sich beschäftigt hat und vor allem auch mit einem Job suchen, dann ist es happy geworden für mich, vor allem mental, weil man immer gelobt wurde und plötzlich permanente Rückschläge erlebt. Und da hat man schon das ein oder andere Mal leer geschluckt. Aber am Ende des Tages konnte ich dann für mich selber entscheiden, was ich überhaupt, wodurch will ich. Und für mich war irgendwie klar, ich gehöre in die Uniform. Von der Anwaltskanzlei, wo der Tobias sich vorstellen konnte, ist ein Absage gekommen. Eine mehr. Das schlägt aufs Gemüt. Oh. Gute. Ich bin halt daheim. Entweder gehe ich ein bisschen mit Kollegen oder tue einen Geschirrspüler aufräumen, zu der Katze schauen. Obwohl, ich mache ja nicht ganz nichts. Also ich habe noch Schule, wo ich viel machen muss, wo ich noch recht dahinter muss, weil jetzt Abschlussprüfungen sind. Aber ja, es ist halt komplett anders gelaufen als geplant eigentlich am Anfang. Ich hätte es mir einfacher vorgestellt, dass ich runterfahren kann, so, aber das Runterfahren hat nicht wirklich funktioniert. Ich wollte immer etwas machen. Es ist mir mega schnell langweilig geworden hier daheim. Missy, hast du Hunger? Ich weiß nicht, ob man Katzen zum Essen tragen soll. Bobby, wie hast du gegessen? Alles nebenaus? Es ist aber nicht nur die Langweile, die der Tobias Mühe damit hat. Die 3 Jahre im Kosovo haben ihn geprägt und ihn vor allem glücklich gemacht. Ich habe noch schnell die Haare gewaschen. Bist du noch am Lernen? Ja, Probeprüfung. Für welchen Tag? Montag. Beruflich hat sich etwas ergeben nach der letzten Absage.
Ich hatte noch eine offene Bewerbung bei der Swissint. Und jetzt habe ich eine Stelle bekommen beim Kommando. Und zwar im FGG I4, also in Logistik. Und in dieser Tätigkeit werde ich ab und zu wieder ins Ausland gehen, also in Kosovo gehen. Und dann freue ich mich extrem darauf, auch einfach wieder etwas zu haben, das mir Spass macht, wo ich einen Sinn dahinter sehe. Und vor allem auch mit so guten Kameraden, die auch dort arbeiten dürfen, zusammenarbeiten. Ich habe ja gemerkt, er redet mega viel über den Job dort unten und darüber, wie es ihm so gefallen hat und was alles dort unten ist und seine Kameraden. Und dann war für mich eigentlich irgendwie klar gewesen, dass es wieder so in diese Richtung etwas wird sein. Aber wirklich der Unterschied, den ich gesehen habe, ist, ich bin nicht 6 Monate am Stück weg. Ich bin mal ein paar Wochen weg, mal einen Monat, vielleicht maximal so 2 Monate mal vielleicht. Jetzt habe ich den Einsatzplan gestern mitbekommen. Ich werde schon bald wieder ins Ausland gehen, also übernächsten Monat werde ich gehen. Und dann bin ich gerade 2,5 Monate fast weg. Also im ersten Moment war es wirklich eigentlich ein Schock, dass er erstens mal eben schon jetzt im Mai runtergeht, weil eigentlich haben wir es davon gehabt, Mai sicher noch in der Schweiz und Juni dann etwa. Und da wir im Juli Ferien haben, habe ich gedacht, da wird so ein Monat maximal sein. Und jetzt eben, dass plötzlich gerade am Anfang so 2,5 Monate sind, ja, habe ich schon am Anfang ein bisschen leer schlucken. Aber ja, jetzt ist es so, wie es ist. Es gehört halt zu diesem Job dazu. Es ist halt so. Ich befolge Befehle, ich befolge Einsatzpläne. Sie wird zuerst vielleicht froh sein, wenn ich wieder aus dem Haus ist. Sie mich los. Tschüss, ciao. Also ich muss sagen, ab und zu habe ich mir wirklich gedacht, gehe jetzt einfach wieder mal in Kosovo runter oder gehe doch mal dort einfach Ferien machen. Aber also so schlimm auf die Nerven ist mir jetzt nicht gegangen, dass ich ihn wirklich wieder 2,5 Monate dort geschickt hat. Also und wie eine Fernbeziehung geht, wissen die beiden ja schon. Ich würde sagen, Menschen. Es ist der Mensch, der ein Heimweh hat. Ich merke jetzt, also ich habe im Kosovo gemerkt, mein Heimweh ist die Steffi definitiv. Jetzt bin ich da. Jetzt habe ich irgendwie ein Heimweh nach meinen Kameraden. Wir haben immer dem huren Heimweh hinten nachher. Also dem mega Heimweh hinten nachher. Aber für mich, ich persönlich, weiss, mein Heimweh wird immer die Steffi sein. Ich werde immer daheim haben bei ihr, egal wo sie ist, egal wo ich bin. Das ist für mich Heimweh, die Steffi. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».